Liebe Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video, und das mal hast du schon überlegt, ob ich das Thema muss machen Bierreige fahren, ob ich das muss erneut ansprechen, weil es so regnerisch aussieht, aber ich glaube, mich kommt dort noch trocken davon. Vielleicht auch nicht. Genau. Es ist in diesem Video ein paar überzeugende Gründe, warum dass man mehr als ein TÜV fahren soll, dass man verschiedene TÜVs fahren. Genau. So, Kreisel schnell mitnehmen. So. Also, es ist zum Beispiel ein Grund davon, es macht dich einfach wirklich zu einem besseren Biker. Verbessert die Fahrskills, jeder TÜV hat seine eigene Persönlichkeit und Fahrdynamik. Ein Cruiser hat zum Beispiel ganz anders als ein Superbike, und ein Enduro bietet zum Beispiel wiederum ganz andere Herausforderungen. Oder? Wenn du verschiedene Modelle fährst, bist du anpassungsfähiger auf der Straße. Oder das ist ein bisschen das. Ja, und nicht nur anpassungsfähiger, Moment, ich muss nicht schnell da durch. Nein, und aber wie gesagt, das ermöglicht dir Benzingespräche mit den Leuten. Du kannst eher sagen, wie zum Beispiel ein einzelnes Bike bremsen. Du kannst sagen, ja, die Fehler habe ich schon gehabt, so und so bin ich schon gefahren. Oder du kannst kannst mit Leuten reden, wie so die Fahrdynamik von dem und dem TÜV ist. Also, es ist wirklich nicht schlecht und nicht unterschätzen. Ich weiss jetzt, also zum Beispiel das Ding wäre zum Beispiel auch der dritte Grund, warum dass man verschiedene TÜV gefahren haben. Man geht zum Beispiel in die Ferien und man ist im Ausland und man hat die Möglichkeit, zum irgendeine geile Passstraße TÜV zu fahren. Und das Problem ist, du bist aber bis jetzt erstens mal nur in der Stadt gefahren und immer nur zum Beispiel naked, und jetzt hast du die Möglichkeit, Offroad Cross zu fahren. Ja, das ist völlig etwas anderes. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist völlig etwas anderes. Und ich weiss, ich rede jetzt da so drüber und gebe euch Tipps, und ich fahre selber nur immer meinen eigenen TÜV. Jetzt aktuell ist wirklich das Problem, mich haben schon viele Leute angefragt, wir wollen schon ein bisschen beschleunigen. Mich haben schon viele Leute angefragt, ob Skuro, gehen wir zusammen ein Ründeli drehen. Ich wohne in Frauenfeld, oder ich wohne dort, oder ich wohne in Schaffhausen. Oh, es fängt tatsächlich ein bisschen an zu tröpfeln. Und ja, liebend gern. Ich habe jedem das auch gesagt, liebend gern. Aber das Problem ist bei mir einfach nur mal, dass ich Montag bis Freitag arbeite, und ich kann wirklich, beziehungsweise Montag bis Samstag arbeiten. Und, oh ja, jetzt fängt es an zu regnen. Und ich habe wirklich praktisch keine Freizeit. Und wenn ich wirklich mal Freizeit habe, dann ist das vom einen Arbeiten zum anderen. Oder vom einen Tag zum anderen. Und einfach, ja, oder wenn ich dann mal daheim bin, dann muss ich Videos schneiden. Also es ist aktuell ist entweder Arbeiten oder Videos schneiden. Wirklich, also natürlich mache ich noch mehr, aber das ist ein bisschen, wirklich aktuell ein bisschen der Schwerpunkt. Ich habe immer gesagt, wie wichtig das ist, Regenkleider mitzunehmen, und jetzt bräuchte ich habe selber keine dabei. Leck, Bobby, wirklich, leck mal am. Nein, das ist zum Beispiel jetzt so, ich kenne wirklich nicht viel TÜV. Ich bin eigentlich immer eher der Autotyp gewesen, aber jetzt durch die Zeit bin ich jetzt mehr der TÜV als der Autotyp. Jetzt bei mir gerade um 180er Kerzblatt, und von dem her wäre es schon chillig, wenn ich jetzt mehr TÜV fahren. Also ich bin vor 3 Jahren das letzte Mal an der TÜV gefahren. Das war, glaube ich, gerade im CS 690 gewesen, mein absoluter Traum-TÜV. Und da kann ich zum Beispiel sagen, wie der sich verhält, oder zum Beispiel. Aber viel mehr kann ich dann eben auch nicht mehr sagen. Und so, wir gehen jetzt bald mal auf Palma Ferien, vielleicht kommen wir da auf das ein oder andere Video. Sonst ganz sicher Insta in den Story-Pics. Nein, vielleicht würde es dort auch die Möglichkeit gibt zum Fahren, aber dann werde ich einfach ins kalte Wasser geschmissen. Immer noch 3000 gestützt, boah, ich weiss nicht, das ist irgendwie mega teuer für so einen Opel Corsa, was ist es gewesen? So, dann wieder beschleunigen. Nein, eben, das ist sicher jetzt eine Möglichkeit, wahrscheinlich in Spanien relativ günstig andere TÜV zu fahren, aber ich weiß nicht, ob ich mit denen überhaupt kann. Oder darum würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit habt. Sobald ich auch wieder weniger arbeite, dann würde ich das auch machen. Dann fahre ich mit euch, wenn ich irgendwann mal ein Zeitfenster habe,
mit euch ein bisschen TÜV fahren oder ich hier einen TÜV mieten und mit euch TÜV fahren. Dann haben wir 2 Sachen mit einem erledigt. Was aber auch ganz gut könnte sein, in der Ferien, wenn ich da in Palma in der Ferien bin, dass ich dann einen Buggy fahre. Das wäre auch noch etwas, weil das wäre dann so etwas zwischen TÜV und Auto. Also es ist nicht kein Autofahren, aber es ist ja kein TÜV-Fahren. Und genau, dann können wir mal sagen, wäre es das gewesen fürs Video. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94.